Was ist die geistliche Welt? Welche Rollen spielen Engel und Dämonen? Und inwiefern beeinflusst die geistliche Welt mein persönliches Leben? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Irena Wilhelm. Irena ist die Gebetsleiterin im ICF Zürich seit über 20 Jahren. Sie hat über Tausende von Menschen in Seelsorge begleitet und unzählige von Erfahrungen gemacht in diesem Thema der geistlichen Welt. Und heute bist du hier bei uns, Irena. So schön bist du hier. Wie geht es dir heute? Ja, heute geht es mir gut. Ich freue mich. Ich freue mich, in Junge investieren zu können und bin gespannt, was es daraus gibt. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, du hast schon sehr viel Erfahrung gemacht. Du leitest dieses Gebetsteam, du machst Seelsorge bei uns im ICF. Doch alles hat ja irgendwo auch einen Anfang, es hat einen Beginn. Wo waren denn deine ersten Berührungspunkte mit diesem Thema geistliche Welt? Wo hat es bei dir irgendwo begonnen? Also ich habe ja schon als Kind gesehen. Also das war für mich eigentlich immer eine Strafe, weil ich bin nicht christlich aufgewachsen und ich konnte mit niemandem darüber reden. Und das war ganz eine schlimme Zeit. Als ich dann zum Glauben gekommen bin, hat es so einen Punkt gegeben in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, oh, das ist wirklich nicht easy, diese unsichtbare Welt. Also da gibt es, wirklich das Böse gibt es. Und zwar war das, ich bin ungehorsam gewesen. Ich war an einer Party und dann wollten sie nachher in eine Bar gehen. Und ich habe Jesus eigentlich gefragt, ist es okay, wenn ich in diese Bar gehe? Er hat Nein gesagt. Ich habe gesagt, ja sicher nicht, ich gehe doch mit in diesen Ausgang und bin dann in diese Bar gegangen und da war so voller Dämonen, ich konnte nicht mehr laufen. Ich musste meinen Mann anrufen, dass er mich holen kommt, weil ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Und das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, oh, es ist wirklich nicht easy, da musst du irgendwie so geistliche Prinzipien musst du einhalten, sonst geht es dir nicht gut. Du hast jetzt gerade von geistlichen Prinzipien gesprochen. Welche geistlichen Prinzipien gibt es denn, die du irgendwie gerade in solchen Situationen gelernt hast? Du hast den Gehorsam irgendwie angesprochen, ja. Oder was gibt es da für geistliche Prinzipien, die du gelernt hast in dieser Zeit? Ja, genau. Also das Erste finde ich, dass man die Bibel liest, dass man überhaupt weiß, welche Autorität das man hat, welche Vollmacht man hat in Jesus Christus. Und das andere finde ich wirklich einen großen Schlüssel, dass wenn ich Jesus frage, und das machen wir ja eigentlich schon, aber nachher muss man auch gehorsam sein. Man kann nachher trotzdem nicht einfach weitermachen, so nach der eigenen Meinung, nach dem eigenen Gusto, sondern da muss man nachher das machen, was Jesus gesagt hat. Und das andere sind halt der Schutz. Also wir müssen uns bewusst sein, dass es eine geistliche Welt gibt und darum müssen wir uns schützen. Und das ist ein Muss. Du hast vorhin erwähnt, du hast, seit du Kind bist, gesehen. Was hast du gesehen? Oder gerade dieses Thema Engel, Dämonen, was für eine Rolle spielen dann diese? Wie sind die vielleicht auch in deinem Leben präsent gewesen durch diese Zeit hindurch? Ja, also eben, als ich nicht Christ war, da habe ich einfach das Böse gesehen, das Dunkle. Also einfach die dunkle Seite, halt Satans Königreich. Ich war ja auch dort drin. Ich habe ja nichts anderes gekannt. Und das sind halt einfach dunkle Mächte, das sind böse Gestalten, das sind, die machen auch Böses. Und als ich dann Jesus kennengelernt habe, habe ich natürlich dann die Engel dazu gesehen. Und das hat mir enorm geholfen, das Ganze einfach besser zu verstehen. Dass es beide Königreiche gibt und ich muss mich entscheiden, in welchem Königreich will ich leben und will ich regieren. Du hast jetzt von diesen 2 Königreichen gesprochen. Gibt es da irgendwelche Hierarchien oder was bedeutet diese geistliche Welt? Was verstehen wir unter geistlicher Welt? Ja, genau. Und wie würdest du jetzt eben hier Dämonen und Engel und das, was du gesehen hast, einordnen? Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil die ist mega wichtig. Also an erster Stelle ist Gott, Jesus, der Heilige Geist und dann kommen eben wir eigentlich in der Hierarchie. Und nachher sind die Engel und die Dämonen sind eigentlich unter uns eingereiht. Und je nachdem, wie wir glauben, also wenn wir den Dämonen glauben, diesen Lügen glauben, diesen Sachen, die wir vielleicht spüren, dann geben wir eigentlich den Dämonen unseren Platz weg. Also die rutschen nachher oben an uns und dann sind wir eigentlich ausgeliefert. Und das Gleiche ist natürlich auch mit den Engeln, die können wir dann auch holen und die dienen uns dann zu. Aber eigentlich sind wir in der Autorität höher eingereicht.
Und das ist es ist ganz wichtig, damit wir das verstehen. Weil nur so haben wir Autorität. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, wir können die Engel dazu holen. Was bedeutet das genau? Also wenn ich an einen Sonntagmorgen denke, dann stelle ich ganz bewusst an unsere 4 Pfeiler von der Hall, stelle ich die Bewacher. Also die bewachen dann wirklich, wer ein- und ausgeht, wer rein darf und wer raus muss. Also ganz bewusst. Oder im Worship stellen wir die Engel drumherum, damit einfach eine Atmosphäre von Heiligkeit sein kann. Und das können wir ganz bewusst, das rufen. Oder bei den Kindern oder du im Schulzimmer zum Beispiel. Einfach dort, wo wir sind, können wir sie als Helfer, als Beschützer, als Bewacher, können wir sie rufen. Also sind sie eigentlich ein bisschen unsere Begleiter und helfen dir oder Zudienende, genau. Die wir einfach immer wieder rufen dürfen und sagen dürfen, du kommst jetzt mit mir mit, du kommst in diesen Ganz Raum genau. und du bist für Schutz hier. Genau. Oder ich brauche dich jetzt, bitte hilf mir. Ganz genau. Das müssen wir bewusst aussprechen, weil das müssen wir vom Unsichtbaren ins Sichtbare bringen und das müssen sie hören. Und dann siehst du diesen Unterschied auch, also du siehst dann das wirklich aktiv. Ja, genau. Siehst du immer Dämonen und Engel oder siehst du das nicht immer? Oder wie ist das bei dir? Also ich sehe es immer, aber es ist ja manchmal ein bisschen mühsam, das immer zu sehen und auch, ich möchte nicht immer das sehen, weil manchmal, ich bin einfach auch die Irena in einer Gruppe, an einer Feier oder so und da hat mir Jesus so einen Knopf gegeben, einen Stoppknopf. Und das bedeutet dann, dass es Jesus abstellt. Und dann ist wie der Fernseher ist aus, ich sehe kein Bild und wenn ich es brauche, dann kann ich das wiederholen. Und das hilft mir zum einfach entspannt auch sein. Ich habe das jetzt nicht so direkt, dass ich Engel und Dämonen sehe, aber ich habe zum Beispiel Erlebnisse gehabt, dass ich zum Beispiel beim Einkaufen irgendwo reingehe und dann spüre ich etwas. Ich habe es viel eher über das Gefühl oder das Spüren, dass ich irgendwie Kopfschmerzen kriege oder nur noch raus möchte aus diesem Raum. Meistens habe ich dann auch gesehen, dass da wirklich irgendwie eine Buddha-Statue stand oder Traumfänger und ich für mich habe das dann meistens so interpretiert, okay, da herrscht ein anderer Gott und deshalb möchte ich da rausgehen. Genau. Wie würdest du das jetzt selbst wahrnehmen oder interpretieren? Hast du das manchmal auch auf diese Art und Weise? Und auch wenn das so ist, wie kann ich damit umgehen? Genau. Also es ist sicher so, wenn Buddha oder andere Glaubensrichtungen natürlich dort sind, dann sind die Dämonen da. Und die Menschen, die halt Jesus nicht kennen, wenn wir jetzt von einem Geschäft sprechen oder einem Einkaufszentrum, dann hat es das natürlich ganz, ganz fest. Ja. Und darum ist das Realität, dass sie dort ganz fest sind. Also sie sind eigentlich überall. Weil überall, wo verschiedene Menschen sind, die halt auch nicht glauben, dort sind auch die Dämonen. Das ist so. Und das Wichtigste dort drin ist wirklich wieder der Schutz. Also Waffenrüstung, Blutslinie, Abendmahl nehmen, proklamieren, Bibel lesen. Das ist einfach elementar wichtig, damit ich weiß, ich kann von meinen 4 Wänden nach draußen gehen und es haut mich nicht gerade um. Das ist mega wichtig. Und das andere ist natürlich den Müll. Weil das heißt, ich weiß nicht, das Rattenmüllprinzip, man spricht so vom Rattenmüllprinzip, das ist wie auch so physisch, dort wo es Schmutz hat, wo es Müll hat, da sind die Ratten. Und aufs Geistliche gesprochen ist der Müll so Unvergebenheit, bewusst in Sünde sein, einfach alles das, was wir bewusst machen, obwohl wir eigentlich wüssten, das ist nicht göttlich. Wenn wir das behalten, dann ist große Gefahr, dass wir die Herzenstüre öffnen und die Dämonen diesen Müll anfangen zu knabbern. Darum müssen wir fast noch mehr schauen, dass wir so wenig wie möglich Müll haben. Und darum hilft das Abendmahl so gut. Also wenn ich das Abendmahl nehme, dann mache ich mir vorhin bewusst, was habe ich jetzt an diesem Tag, was ist gut gelaufen, wo hatte ich vielleicht etwas, also das war jetzt wirklich nicht göttlich, ich habe gelästert oder ich habe in meinen Gedanken irgendetwas gemacht und dann lasse ich das ganz bewusst los und füttere mich nachher wieder mit der Kraft von Jesus. Und dann sind wir ja wieder rein. Aber das ist so ein wichtiger Mechanismus, den wir einüben müssen. Jetzt, manchmal gibt es diese Situationen, wo das so klar heraussticht und man spürt es, aber manchmal ist man sich, glaube ich, dieser geistlichen Welt auch gar nicht so bewusst im Alltag. Wie kann ich mich trainieren oder
dass dieses Bewusstsein herstellen, diese geistliche Welt, das ist real und das umgibt mich und da habe ich eine Position, die ich einzunehmen habe, wie du es vorhin gesagt hast. Wie kann ich dieses Bewusstsein stärken? Also das geht wirklich übers Gebet. Also wirklich sagen, Jesus, ich will mehr sehen, ich will mehr von dir. Und das ist ja eine große Frage, wenn man das macht. Also ich höre immer wieder, ja, Engel möchte ich schon sehen, aber halt die Dämonen nicht. Und das ist nicht realistisch. Also wenn Jesus Augen öffnet, dann sieht man beides. Und ich glaube, er ist ja ein Gentleman. Er macht ja nicht alles miteinander, aber so fängt es an, zu sagen, Jesus, ich will mehr eintauchen, ich will mehr auch Verantwortung tragen, weil man hat dann eine große Verantwortung. Aber es fängt bei Gebet an und nachher einfach Step by Step anfangen zu üben. Weil es ist ja immer, in der Seele ist unser Verstand, der Wille und die Gefühle. Und das ist so ein Barometer. Manchmal gibt es die Gefühlsmenschen, oder die Emotionalen, die spüren es zuerst durch die Gefühle. Der Verstandmensch, der hat es im Kopf, der spürt dort etwas. Jetzt habe ich 1 und 1 verstanden und der willensstarke Mann, der macht einfach, oder die Frau, die machen einfach einmal und schauen, was dann passiert. Und ich glaube, das sind 3 gute Tools, die man anfangen kann zu üben. Also wenn ich jetzt sage, dass ich das eben schon manchmal gefühlt habe, dann würdest du sagen, das ist einfach wirklich Trainingssache, dass man wirklich dem nachgeht auch und das nicht ignoriert. Ich habe da was gefühlt, jetzt gehe ich einfach weg davon, sondern sich eher damit befasst und sagt, okay, ich lese mal in der Bibel nochmal nach, was bedeutet das? Wenn ich wilde solche Situationen habe, vielleicht spreche ich auch mit jemandem drüber und vor allem, ich bringe es im Gebet auch vor Jesus und frage ihn auch konkret, was ist mein Auftrag vielleicht damit? Ja, genau. Also das Erste ist auch immer zu fragen, ja, was sind denn das für Dämonen? Wer will jetzt da stören? Wer will irgendetwas machen in meinem Leben, oder? Und da kann man auch anfangen zu üben, ganz direkt sie anzusprechen. Wer stört denn jetzt da? Wer bist du? So wie wenn jemand zur Türe hereinkommt, dann will ich auch wissen, wer ist hinter dieser Mauer? Und so kann man bei den Dämonen eigentlich genau das, auch bei den Engeln, genau das Gleiche machen. Und das ist wichtig, damit man identifizieren kann. Weil sonst tappt man im Dunkeln und hat einfach nicht die gleiche Schlagkraft. Also das lohnt sich. Und nachher zu fragen, Jesus, warum gibst du? Warum soll ich das jetzt sehen? Gibst du mir da einen Auftrag? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir können nicht die Welt retten. Aber wenn ich einen Auftrag habe, mit dieser Person den Weg zu gehen oder irgendwie etwas sie anzusprechen, dann muss ich das von Jesus wissen und sonst ist mein Mund geschlossen. Jetzt habe ich es auch schon erlebt, dass ich wirklich Jesus proklamiert habe oder das ausgesprochen habe oder eben wir laufen ja eigentlich wirklich in dieser Mentalität, wir sind Kind Gottes, wir sind Sieger, wir sind auf dieser Siegerseite und trotzdem erlebt man noch Angriffe im Alltag. Also ich erlebe trotzdem Angriffe, ich erlebe es trotzdem, dass wirklich dieser Teufel gegen mich schießt manchmal und weshalb erleben wir das trotzdem, obwohl wir ja eigentlich schon diesen Sieg doch durch Jesus errungen haben? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir sicher sind, dass nichts mehr in uns drin ist. Also Dämonen sind entweder drin oder sie sind draußen. Und wenn sie draußen sind, dann sprechen wir von dieser Anfechtung. Und Anfechtung ist halt immer dazu da, uns mürbe zu machen, uns ängstlich zu machen, uns zu verwirren. Also es ist immer der Räuber dahinter. Und ich glaube, es ist ganz typisch, je mehr wir Gas geben für Jesus, je mehr ist er auch da und der will uns einfach zum Straucheln bringen oder dass wir aufhören, weil wir Angst bekommen oder müde werden. Einfach solche Sachen. Oder auf einmal habe ich Kopfweh aus dem Nichts oder solche Sachen. Und das ist immer Anfechtung und es ist immer zum Bremsen bringen. Das ist immer so. Was kann ich jetzt konkret dagegen tun, dass ich vielleicht nicht oder weniger angegriffen werde oder auch wenn ich angegriffen werde, wie kann ich damit umgehen? Also das gibt es nicht. Das wäre schön. Das Rezept hätte ich auch gerne. Nein, das gibt es nicht. Aber ich glaube, wenn wir spüren, da ist etwas, dass wir wie in der Autorität, wie innerlich aufstehen und sagen, hey, weißt du was, du kannst genau wieder gehen, da ist die Türe, du hast nichts in meinem Leben verloren und das gilt auch für meine Liebsten, für Hab und Gut, für meine ganze Familie. Also wirklich das laut aussprechen, genau, und dann können wir wieder aufstehen, das ist ja dann so, okay, jetzt bin ich wieder gerade, jetzt stehe ich wieder.
Und ich glaube, dazu braucht es doch dann wieder auch dieses Bewusstsein für diese Realität von dem Ganzen und auch vielleicht manchmal einen göttlichen Blick auf das Ganze, oder? Weil ich hatte jetzt gerade letztens eine Situation, wo ich geträumt hatte und ich hatte schon morgens, wo ich aufgestanden bin, das Gefühl, Gott wollte mir was sagen, aber ich konnte es noch nicht identifizieren. Und dann hatte ich solche Gefühle, die ich dann tatsächlich an diesem Tag später in der Situation explizit erlebt habe. Das waren nicht schöne Gefühle. Und dann habe ich mich eigentlich danach gefragt, ja, schön und gut hat jetzt Gott durch diesen Traum gesprochen. Halleluja, cool hat er zu mir gesprochen. Aber geholfen hat es mir eigentlich nichts. Habe ich zuerst gedacht, im ersten Moment, was hat mir jetzt das gebracht? Ich habe das geträumt und dann gefühlt. Und dann habe ich erst im zweiten Schritt mit diesem Bewusstsein nochmals darüber gebetet und mir überlegt, was bedeutet das Ganze. Und habe gemerkt, dass ich nach diesem Traum, aufgrund von diesen Gefühlen, diese Blutschutzlinie gezogen habe morgens und diese Waffenrüstung und mir überlegt habe, wie viel schlimmer hätte vielleicht diese Situation auch noch kommen können oder hätte ich vielleicht anders reagiert, hätte ich mich nicht geschützt. Und ich glaube, manchmal ist das auch eine schwierige Linie zwischen, was bedeutet dieser Schutz auch oder eben auch, Gott hat vielleicht viel mehr getan, als wir uns bewusst sind, oder? Ja. Erlebst du das manchmal auch so? Ja, unbedingt. Und ich glaube, es geht ja immer eigentlich ums Bewusstsein. Es geht wirklich diesen Glauben zu aktivieren in Zeiten, wo es halt vielleicht nicht so rund läuft oder wo wir auch Stress haben. Auch Stress ist manchmal so eine große Angriffsfläche und darum glaube ich, ist es gut, damit wir das wissen, was eigentlich abläuft. Was ist denn überhaupt in dieser unsichtbaren Welt? Weil sonst tappen wir in die Pfütze. Voll, oder? Und checken es erst, wenn wir nass sind. Ja. Und das ist schade. Ja, und dieses Wissen, was abgeht, finde ich eben manchmal auch noch schwierig, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören oder dann von seiner Seite her etwas zu erleben. Ja. Kennst du das auch manchmal mit Unsicherheiten oder Zweifeln zu kämpfen? Wenn du irgendwas hörst, aber dann bist du dir doch nicht ganz sicher, war das Gottes Stimme oder nicht? Wie kann ich da noch präziser werden, um herauszufinden, spricht gerade der Feind zu mir, spreche ich selbst zu mir, spricht jetzt Gott zu mir? Welche von diesen Parteien, das sind ja immer irgendwie diese drei Parteien, oder? In solchen Momenten, in prophetischen Momenten, aber eben auch in Angriffsmomenten. Ja, unbedingt. Ich habe manchmal auch schon nur diese Frage, okay, ist das wirklich jetzt ein Angriff oder bin das einfach ich gerade, die emotional ist? Ja, genau, ganz genau. Wie kannst du da unterscheiden? Ja, also ich mache mir immer so das Bild, ich stelle Jesus dazwischen. Zwischen jetzt diese Anfechtung und zwischen mich. Und dann ist schon einmal Ruhe. Oder? Dann flacht es schon einmal ab und dann ist immer die Frage, Jesus, was willst du mir damit sagen? Also das ist eine unumgängliche Frage. Jesus, was willst du, dass ich jetzt damit mache? Das ist also das A und das O. Jesus einbeziehen in diese Situation. Und dann weißt du haargenau, was eigentlich Sache ist, weil er redet ja klar. Und zwar so, dass wir es verstehen können. Und wenn ich jetzt dieses klare Reden nicht so empfinde oder höre, dann kann ich auch einfach mal das auf die Seite legen und weitermachen. Oder was macht man, wenn man jetzt eben, wenn es sich nicht so klar anfühlt vielleicht? Aber ich glaube, das Gefühl, das ist das eine und die Gewissheit, dass ich ein Königskind bin, dass ich in dieser Position bin, lässt mich natürlich anders hören und anders handeln. Und das muss immer wieder hervorgeholt werden. Das haben wir nicht in der Tasche. Aber einfach das Sagen, ich positioniere mich jetzt an die Seite von Jesus und darum höre ich ihn auch, weil wir hören unseren Daddy. Oder? Also ich glaube, es ist wirklich das Bewusstsein schärfen vor allem. Also du sprichst dir das manchmal selbst zu und sagst, jetzt höre ich den Vater, jetzt höre ich Jesus und dann hörst du nochmals hinein. Ganz genau. Und dann nimmst du einfach das, was dann kommt, dann sagst du, jetzt habe ich ja gesagt, ich höre Gott, dann muss das jetzt auch Gott gewesen sein. Und ich sage das manchmal ganz laut, spreche ich das aus und dann warte ich einfach, was er sagt und dann nehme ich das. Ich zweifle dann einfach nicht. Weil sonst, du proklamiert hast oder weil du gesagt hast, das ist jetzt deine Zeit, das ist jetzt deine Stimme, Gott, und dann nehme ich das jetzt auch als deine Stimme. Und du bist jetzt da, oder? Ja. Und ich vertraue dir, wenn du redest, dann höre ich es. Das ist wirklich, ich glaube, es ist wie eine andere Position, die wir so einnehmen müssen. Hast du auch schon das andere erlebt, dass du irgendwann gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr Gottes Stimme, die zu dir spricht, oder weniger? Durch das, dass ich es halt sehe, ist es für mich einfach einfacher. Gell? Ja. Aber das ist natürlich etwas, das mir in der Seelsorge ganz, ganz oft begegnet. Also ich bin unsicher, ob das jetzt ich bin oder ob das der Feind ist oder wer ist das. Und dann wieder zu sagen, wir haben alles dem Heiligen Geist unterstellt, du bist ein Königskind, die Herrschaft in dir lebt, also zweifeln wir nicht. Und wenn der Zweifel kommt,
Ja. Das spüren Sie, das ist noch spannend, das spürt man ja ziemlich schnell. Ja. Dann Das stimmt. die Türe, ans Kreuz damit. Und was ist das Gegenteil von Zweifel? Der Glaube, oder? Also dann empfange jetzt zuerst Glauben und dann bist du auch wieder positioniert. Manchmal muss man zuerst ausräumen, wieder einräumen, Ordnung machen und dann geht's wieder. Das heißt, manchmal, wenn man so ein Wirrwarr hat, so ein Mischmasch, dann hilft es zu sagen, okay, stopp, Genau. da ist Unglaube oder da ist Zweifel oder Unsicherheit. Genau. Du musst jetzt gehen, ich Ganz befehle genau. dir, du gehst Ganz jetzt. genau. Und das ist ja wieder diese Autorität, die wir in Genau. Jesus haben, von der du gesprochen hast, dass wir Genau. mit diesem Bewusstsein das machen Genau. dürfen. Dann weisen wir das aus und dann sagen wir, jetzt horche ich nochmals, weil das ist jetzt Genau. draußen und Ganz was jetzt genau. kommt, ist göttlich. Genau. Und zuerst noch auffüllen, oder? Das ist wie der Tausch. Der Tausch am Kreuz, Genau. oder? Also ich gebe alles Jesus und er beschenkt mich und jetzt habe ich alles. Das gibt einfach eine andere Position. Und dann darf man in diesem Bewusstsein das annehmen. Genau, Dann. genau. Und das ist immer spannend, das merken die Leute auch sofort. Das finde ich sehr spannend, weil man merkt, wenn es wirklich göttlich ist. Was würdest du jetzt, gerade in unserem Alter gibt es so viele große Entscheidungen, Lebensentscheidungen und da ist es ja trotzdem dann immer wieder schwierig, wie viel basiere ich auf einem einzigen Eindruck irgendwo oder auf diesem einen Gespräch. Gerade Jobentscheidungen Ja. oder Freundschaftsentscheidungen, Beziehungsentscheidungen. Genau. Wie kann ich da von Gott geleitet oder geistlich geleitet irgendwie damit umgehen? Also ich glaube, solche große Entscheidungen würde ich einfach nicht alleine machen. Da würde ich mir wirklich Gebetsunterstützung holen, weil ich finde, das muss man nicht alleine machen und irgendwo so, ja, so ein bisschen schwimmen und trotzdem noch unsicher sein. Da würde ich einfach Gebetshelfer holen und dann eins machen. Und so lang dafür beten, bis vielleicht hast du ein Ja und die andere Person hat dann noch einen Bibelvers, der dich sehr ermutigt und dann wird man sicher in der Entscheidung. Also ich würde das nicht alleine machen. Ja. Wirklich empfehlen. Hol dir Unterstützung. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass man eben wirklich Freunde mit einbezieht, enge Personen, Vertrauenspersonen, die einen ja auch nochmals kennen und auch Genau. spiegeln können. Genau. Und dass man dann wie eigentlich wirklich eine Bestätigung von verschiedenen Seiten Genau. auch einholen kann. Oder sie kommen mit einer Frage, die du merkst, oh, das habe ich gar nicht daran gedacht. Und dann kannst du wie noch einen anderen Weg anfangen zu beten und so am Schluss gibt es ein Ganzes. Das finde ich extrem wertvoll. Wenn du sagst, dieses Gebets, das klingt jetzt alles nach wirklich viel Gebet. Das ist ja eigentlich ein Gebetsleben, wenn wir Ja. so davon sprechen. Ja. Wie hast du das entwickelt oder wie kann man selbst für sich so ein kraftvolles Gebetsleben im Alltag etablieren und entwickeln? Ja. Also ich persönlich ich liebe Rituale. Das habt ihr vielleicht schon ein bisschen gemerkt. Ich liebe so gewisse Sachen zu wiederholen und im Gebet mache ich das auch so. Also ich habe ein Gebetsbuch und da bin ich einfach so konsequent jeden Tag dran. Also ich lasse keinen Raum, damit ich mag jetzt nicht oder ich habe keine Zeit. Ich plane mir das wirklich einfach ein und ich stehe einfach um das früher auf und das ist mir so wichtig und mit diesem Gebet stärkt mich auch im Glauben. Und nachher kann ich in den Alltag gehen und ich weiß einfach, ich bin bereit. Es kann kommen, was will. Ich bin bereit. Darum würde ich empfehlen, fangt an, egal ob das 10 Minuten sind, also ich glaube, das spielt keine Rolle für Jesus, aber er will einfach unser Herz. Fangen wir an, einfach ihm die Zeit zu geben, die ihm gebührt. Das finde ich extrem wichtig. Also keine Ablenkung im Gebet. Kennst du das aber trotzdem, dass man manchmal dann müde ist oder eben versucht ist, das nicht zu machen oder irgendwie den Wecker hört man nicht morgens und dann geht das zeitlich nicht mehr auf oder die Motivation fehlt? Was macht man dann oder was kann helfen? Ja. Vielleicht auch diesen Fokus, weil es ist ja eigentlich eben, wenn wir verstehen, was alles in dieser geistlichen Welt passiert, dann verstehen wir wahrscheinlich umso mehr, wie wichtig dieses Genau. Gebet ist und wie Genau. fest wir das eigentlich wirklich brauchen und das unsere Waffe ist. Ja. Ja. Aber trotzdem gibt es ja vielleicht doch auch diese Tage, wo uns diese Realität nicht ganz so oder dieses Bewusstsein eben nicht so da ist. Und dann ist es manchmal schon ein Kampf, sich zu motivieren oder gerade manchmal Routine hilft, Genau. aber es kann ja irgendwo fast auch langweilig werden, vielleicht teilweise. Genau. Was machst du, damit es dir nicht langweilig wird oder dass du diesen Fokus beibehalten kannst? Aber ich persönlich, ich mache halt ein Zeitfenster. Für mich ist, aber
ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, ob man das am Anfang vom Tag macht oder ob man das am Abend oder in der Mittagspause. Es kann ja auch nur 10 Minuten frische Luft schnappen sein. Oder ich gehe manchmal, wenn ich irgendetwas genau brauche, dann gehe ich schnell auf die Toilette, ein Stoßgebet. Und dann ist es auch wieder gut. Ich glaube, wir müssen wegkommen von, wenn ich es so mache, dann hat es Kraft. Ich glaube, es muss einfach für uns, für individuell muss es angepasst werden, wo wir einfach drinstehen. Eine Mutter kann ja auch nicht stundenlang beten. Aber ich glaube, wir können es uns nicht erlauben, ohne Schutz, ohne Gebet nach draußen zu gehen und noch voll für Jesus unterwegs sein zu wollen. Das können wir nicht. Ich glaube, das gehört zusammen. Wunder wollen erleben, also wir wollen das erleben. Und wir gehen für das, aber das hat auch einen Preis. Ja. Da bin ich zutiefst überzogen. Ja. Manchmal ist es dann aber so, dass man sich wirklich überwindet, hinsetzt und betet und keine Antwort bekommt. Wie gehst du damit um, wenn mal nicht gerade, ich glaube, wir sind ja sehr oft geprägt von diesem, ich gebe, ich möchte jetzt bekommen, gerade dieses Fast Food von unserer Generation, ich glaube, das kennen wir ja alle. Wie gehst du jetzt damit um, wenn Gott nicht antwortet oder vielleicht auch, wenn dich Menschen in der Seelsorge fragen und sagen, hey, dieser Gott antwortet mir seit einem halben Jahr nicht mehr, ich habe eine trockene Zeit oder ich höre diesen Gott wirklich nicht, der antwortet auf kein Gebet von mir. Wie geht man mit solchen Situationen, Seasons, Momenten eigentlich gut um? Ich glaube, dranbleiben ist dann das Thema. Einfach, auch wenn wir noch nichts hören, ich glaube wirklich, noch nichts hören ist die richtige Antwort. Er wird Antwort geben, vielleicht nicht die wir wollen, das ist halt manchmal auch so der Punkt, aber er wird Antwort geben. Er wird zur gegebenen Zeit Antwort geben, weil manchmal müssen wir etwas wie käuen, so wie Wiederkäuer sein. Und das braucht seine Zeit. Eben, wir wollen alles schnell. Am besten schon gestern, oder? Ich auch, oder? Zettel vom Himmel am liebsten. Gerne. Aber ich glaube, so ist er eigentlich nicht. So ist er nicht. Und darum einfach dranbleiben. Auch die Treue ist ja ein großes Merkmal bei Jesus. Einfach treu sein in dem, was er uns gezeigt hat. Und wenn es jetzt beten ist, aushalten. Aushalten, wenn es noch nicht ist. Das stimmt, da sind wir eigentlich wieder wie am Anfang mit diesen geistlichen Prinzipien vom Gehorsam auch, oder? Ja, genau. Gehorsam bleiben, auch wenn vielleicht nicht gerade diese Antwort kommt, die wir uns wünschen. Genau. Ich kenne das wirklich zu gut, auch dass ich manchmal so eine klare Vorstellung habe, wie Gott mir antworten soll. Genau. Und später merke ich eigentlich, Gott hat schon längst geantwortet und auf eine ganz andere Art und Weise. Und da braucht es wieder dieses Bewusstsein, wieder dieses Verständnis von dieser geistlichen Welt. Das hängt schon alles sehr stark zusammen miteinander, würdest du auch sagen, ich oder? würde schon sagen. Und eben, ich glaube, Gehorsam ist der dickste und fetteste Schlüssel. Ja. Genau. Also ohne das geht es nicht, weil sonst ist es immer geprägt vom eigenen Wollen, von den eigenen Vorstellungen, von den eigenen Erfahrungen auch. Weil wir haben alle schon Erfahrungen gemacht. Oder wir sehen es irgendwo und das will ich jetzt auch. Aber Jesus hat meine Pläne und deine Pläne und die kann man nicht vergleichen. Ja. Ich habe eine letzte Frage an dich. Ja. Wenn wir jetzt so viel von Gebet gesprochen haben, gibt es eine richtige oder eine falsche Art zu beten? Oder wie bete ich richtig? Wie kann ich beten? Oder wo lerne ich das vielleicht auch noch konkret? Also ich glaube, wir müssen wegkommen von der Bettler-Mentalität. Also wir müssen nicht bitte immer sagen, sondern wir können ganz direkt einfahren und sagen, das wünsche ich von dir. So möchte ich, dass du mich beschenkst oder so möchte ich, dass wir miteinander unterwegs sind. Das ist anders als, bitte Vater, mach doch oder ich hätte so gerne so. Nein, ich wünsche mir, ich möchte. Das ist, ich glaube, das ist der größte Unterschied, weil wir sind Königskinder und nicht Bettler. Und das ist der größte Unterschied. Das ist eigentlich wieder dieses bewusste Anerkennen dieser Hierarchie und wo wir stehen, dass wir diese Sieger sind, diese Gotteskinder und in dieser Autorität beten dürfen. Wir können alles anzapfen. Der Himmel ist offen für alles. Das ist wichtig. Doch unglaublich schön, oder? Ja, das ist unvorstellbar einfach. Ja. Und du hast schon so viele Jahre damit erlebt und wahrscheinlich schon so viel Schönes, aber eben wahrscheinlich auch Herausforderndes erlebt. Und trotzdem sitzt du immer noch heute hier und sagst, bete und bete weiter. Ich glaube an das. Ich glaube zutiefst an das. Und ich glaube, Jesus ruft auch Beter hervor. Weil die Zeit ist schwierig. Die Zeit ist wirklich schwierig. Und wenn wir nicht beten, wenn wir nicht den Boden legen, dann ist das Straucheln
nahe. Programmiert ja, vielleicht. also wirklich sogar, ja. Ja, genau. Ja, genau. Wow. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, fürs Erzählen, fürs Mitnehmen, für einfach deine Erfahrungen mit uns teilen. Das ist mega wertvoll. Also danke dir, Irina. Gern geschehen. Und vielleicht hat es dich jetzt persönlich angesprochen. Vielleicht merkst du möchtest da noch viel mehr Wissen erhalten, du möchtest weitere Schritte gehen. Und wir haben für dich zum Beispiel ein Prayer Training, das du online machen kannst, Small Groups, die dir helfen können und weitere verschiedenste Möglichkeiten. All das ist bei uns in der Beschreibung von diesem Video zu finden. Das heißt, du kannst dort einfach auf die Links klicken und dich mal ein bisschen durchklicken und schlau machen, was deine weiteren Möglichkeiten sind. Oder aber auch kannst du einfach unter diesem Video kommentieren und wir antworten sehr gerne auch auf deine Kommentare noch. Teile du doch mit, was du erlebst mit Gott in diesem Bereich oder wo auch deine Fragen noch sind, wo du noch anstehst. Wir freuen uns sehr fest, von dir zu hören. Du darfst auch sehr gerne ein Like da lassen, uns abonnieren und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Podcast. Einmal im Monat kommt immer ein Sunday Night on Air Podcast und wir freuen uns auf den nächsten mit dir.